Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Momentan legt er wieder los. Aber sowas von Quantitätsoffensive Deluxe. Qualität ist immer noch Grütze. Wir sehen es, ausgekielt ist er immer noch scheiße. Was auch immer das da oben ist, Poster rechts oben in der Ecke. Sieht man immer noch scheiße. Alles scheiße. Aber wenigstens viel davon. Der hat hier jetzt heute Nacht mal wieder. Er lädt die Scheiße in letzter Zeit mitten in der Nacht hoch. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Normale Leute ballern ihre Videos, also professionelle YouTuber, die ballern ihre Videos raus irgendwann am späten Nachmittag oder am frühen Abend. Warum? Weil da die meisten Leute irgendwie von der Arbeit heimkommen und dann nach Feierabend sich hinsetzen, einen Rechner anschmeißen, mal schauen, was hat YouTube zu bieten und dann sehen, oh, gerade vorhin ist was hochgeladen worden von jemandem, dem ich folge. Das schauen wir uns mal an. Rainer hat das YouTube-Game nicht verstanden, das habe ich in der letzten Ding auch schon gesagt. Er versteht ja auch nicht, wofür die Kommentarfunktion bei YouTube da ist. Checkt er nicht. Also, weiß nicht, ob er es nicht checkt, aber das war, wenn zumindest seine Ausrede war, dass er gesagt hat, wozu braucht man dann da Kommentare auf dem Vlog-Kanal? Braucht man nicht. Es ist ja bloß negativ. So, jetzt hier, Vlog Nummer 141. Wir schauen die ganze Scheiße wieder beim Spiegelort an. Wie immer. Ich versuche jetzt so viel wie möglich noch zu schaffen. Dementsprechend. Hockt euch auf Couch, reißt euch eine Häube auf. Mir ginge einer. Den Rainer. Warum ist er? Warum höre ich ihn nicht? Ihr habt doch gerade noch geschaut. Ah, da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Es war einfach nur. Ja, haha. Ich habe gedacht, ich wäre der Idiot für eine Sekunde. Metal, Leute. Ja, du hast Metal-Verbot, Rainer. Das Mikrofon ist wieder ein bisschen nervig gerade. Ja, ist ein heftiger Hater, das Mikrofon. Liegt nicht daran, dass derjenige, der es bedient, ein Dulli ist. Nein. So, ein herzliches Willkommen beim Drachen. Danke, Rainer. Heute wieder mit einem Vlog. Allerdings sind wir nicht in der 140. Sondern... Ja, jetzt sind wir in der 141. Rainer, du bist auch nicht in der 141. Ich weiß nicht, wie viel das insgesamt ist. Da würde ich Archäologen drauf ansetzen. Die werden es schwierig haben. Wie gesagt, du hast die Scheiße dreimal von vorne angefangen, dann hast du es auf dem Hauptkanal gemacht, bevor du auf dem Vlog-Kanal geswitcht bist. Dann war es auf dem Vlog-Kanal schon unübersichtlich, welchen Vlog jetzt ist. Du hättest ja auf diesem Vlog-Kanal einfach mal schauen können, so, hey, was war die letzte Nummer, die ich gehabt habe, und hast dann einfach die nächste gemacht, so. Hm? Kleiner Tipp. Der Vlog von heute immer eine Nummer höher als der Vlog von gestern. So kann man sich's merken. In der 141. Genau. Was soll ich jetzt groß... Jetzt muss ich hier schon wieder so eine Scheiße für diese Idioten aufnehmen. Bloß damit die mir das Geld nachschmeißen. Können die das nicht einfach so machen? Wann begreifen die denn endlich, dass ich keinen Bock auf diesen Dreck hab und geben mir Geld einfach so? So ein Ding ist das gerade. Halt dein Maul. Sagen. Also zunächst mal suche ich mir mal ein anderes Lied aus. So. Rainer, im Hintergrund Mucke zu hören, ist keine gute Idee. Es ist keine gute Idee. Wir wissen alle, du kannst dich schwer auf eine Sache konzentrieren. Bei zwei hakt's schon vollkommen aus. Wenn du dich jetzt wieder aufs Mucke hören konzentrierst und gleichzeitig aufnimmst, dann wird es wieder ein Phrasendresch.
Ja. Nein, Rainer. Das heutige Video ist. Das heutige Video vom Jenichen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Mikro ist zu leise. Aber der Ausschlag ist eigentlich ziemlich hoch sogar. Alter, mit diesem scheiß Rad. Er spielt an diesem Rad einfach bloß rum, um zu zeigen, guck mal, mein tolles Headset an. Das hat hier so ein Lautstärkereglerrad an der Seite. Wenn ich mich dahin, wenn ich da mit meinen Fingern so hinhalte, dann komme ich mir vor wie ihr Geheimagent. Ja. 00 Wingel, übernehmen Sie. Halt dein Maul. Der läuft echt nur scheiße. Und ich weiß, übernehmen Sie war von Cobra und ich habe das jetzt mit James Bond vermischt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Entschuldigung. Eigentlich sollte ich das Ganze nochmal neu aufnehmen. Aber Richtig, Rainer. Richtig, Rainer, das solltest du eigentlich tun. Du hast jetzt am Anfang erstmal den Sound nicht angehabt. Dann hast du jetzt hier die Scheiße gebaut, gelabert, keiner weiß, was du eigentlich wolltest und das hat jetzt eine Minute gedauert. Aufnahme löschen, nochmal machen. Aber irgendwie ist doch das immer das Sympathische an mir, oder? Dass ich sowas immer mitten in der Aufnahme mache, oder? Nein, Rainer, bei anderen Leuten ist es sympathisch. Wenn das der Uti macht oder die Anna der Mulle oder der Arni, dann ist es sympathisch. Ja, bei dir ist es einfach nur dumm. Mitten im Video oder mitten im Livestream. So. Alter, ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Meine Damen und Herren, damit verdient er sein Geld. Hm? Wissen wir Bescheid. Irgendwie habe ich heute nichts Gescheites drauf. Rainer, sagst du ungern, aber das war noch nie anders. Also, Alter, und der macht mich so matt. Der macht mich so matt. Der ist jetzt 2 Minuten im Video. Und er macht nichts außer dumm schauen, nichts auf die Kette kriegen, Störgeräusche, Stöhnen. Das Mikrofon ist heute auch nicht wirklich das Bombenteil, was es sein könnte. Wartet mal, ich mach mal eben die Abdeckung weg. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, Rainer. Hör auf mit der Scheiße. Hör einfach. Krieg deinen Scheiß auf die Kette. Ich mache mir sogar die Mühe, auch bei jedem Video, weil jedes Video von dir eine andere Lautstärke hat, mich da hinzustellen, einmal in die Mitte von dem Video zu klicken, zu schauen oben, wie ist es ausgepegelt, wie bin ich ausgepegelt, wie ist mein Intro-Sound ausgepegelt und dann geht's weiter. Ja? Du kriegst die Basics nicht auf die Kette. 10 Jahre Profi-YouTuber. Herzlichen Glückwunsch. So, dann kann ich es nämlich ein bisschen freier benutzen. Also, es geht auch deutlich besser, glaube ich. Jetzt ist er wieder zu laut. Ich krieg die Tür nicht zu. Das Problem ist, mein Kabel ist zu kurz. Nein, das Problem ist, dass du hageldumm bist. Das ist das Problem. Ja, jetzt habe ich schon 2 Minuten mit Geblödel vertan. Ja, schön. Toll, kriegst du Runtime geschissen. Glaubt ihr, ist wirklich noch so berechnend oder ist einfach wirklich so dumm? Glaubt ihr wirklich, dass er sich denkt, ja komm, die Scheiße, die mache ich während das Video läuft, da kann ich ein bisschen Runtime schinden? Meine, das ist so? Um was geht's heute? Ja, um das, worum es immer geht. Reini. Heute im Vlog weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, über was ich groß reden soll. Boah, wenn es schon wieder so anfängt. Also ich habe heute angefangen abzunehmen. Ja, genau. Du warst einmal beim Scheißen. Boah, habe ich schon 2 Kilo abgenommen. Geil. Mit einer App. Ich schaue jetzt mal, ob... Mit einer App. Ist der App runtergeladen. Wunderbar. Jetzt habe ich schon mal mit Abnehmen angefangen. Die App ist schon mal auf dem Handy. Oder Rainer, du bist so... Die was taugt. Ich würde gerne ein Review dazu machen, aber... Rainer, so eine App ist nur so gut wie derjenige, der sie benutzt. Entschuldigung, derjenige, der sie benutzt.
Du kannst dir 1000 Apps aufs Handy laden. Wenn du nicht aufhörst, Scheiße zu fressen, Monster zu saufen und wenn du nicht anfängst, dich zu bewegen, wirst du kein Gramm abnehmen, sondern zunehmen. Und du hast in letzter Zeit zugenommen, aber brutal. Ich habe davon kein Okay von dem Entwickler und von den Leuten, die dahinter stehen. Also gibt es da natürlich dann auch keine Möglichkeit, dass ich das umsetze. Nee, natürlich nicht. Wo denkst du hin? Da kommt jeder... Egal, weiter. Deswegen wird es das einfach halt ein bisschen, werde ich das halt einfach nebenbei mal ein wenig machen. Grund, warum ich abnehme oder abnehmen will. Das hat eigentlich mehrere Gründe. Ja, dass du morbid adipös bist. Wäre ein guter Grund. Schön. Du bist morbid adipös und wenn du nicht ganz schnell massiv abnimmst, dann springst du mit Mitte 40 spätestens in die Kiste. Wahrscheinlich hast dann Typ 2 Diabetes. Also würde mich wundern, wenn nicht. Und sogar wenn du nicht in die Kiste springst, dann schrauben sie dir vorher die Haxen ab. Das ist wäre ein guter Grund. Gesehen natürlich von den offensichtlichen, was meine Gesundheit angeht. Achso, ja, dass es auch sehr, sehr unattraktiv ist. Über die Situation. Da kannst du 2 Sachen gleichzeitig abhaken. Einmal Situation und einmal mit der Tatsache wegen meinen Beinen. Situation, mit der Tatsache. Oi, da haut aber die Ding raus. Aber die Beine. Ja? Jetzt kommt's. Was ist mit die Beine? Ich habe in den letzten 2 Jahren oder in den letzten 1,5 Jahren jetzt meine Füße nicht mehr gesehen und dachte mir so irgendwann, Probleme mit meinen Beinen. Das hat jetzt gestern Abend wieder angefangen, besonders schlimm zu werden und deswegen... ich weiß nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es auch Gicht. Ja, 100%ig hat der Gicht. 100%ig hat der Gicht. Wickel ich die jetzt? Ich habe die jetzt auch gewickelt gerade. Ich würde es euch mal in die Kamera zeigen, aber du kriegst den Haxen nicht so weit hoch. Das ist so ein Ding ist das, ha? Ich möchte jetzt nicht aufstehen. Und euch meine Haxen in die Kamera halten. Deswegen, also aufstehen wäre jetzt kein Problem. Aber... ja, Gesichtskirmes wieder. Ich möchte jetzt euch nicht meine Haxen in die Kamera halten. Ja, ist besser so. Ich habe eigentlich nicht vorgehabt, dass ihr halt nochmal speibt, also von daher, lass bleiben. Schaffst du sowieso nicht? Ja, dann schaffe ich das nicht. Das ist völlig in Ordnung. Hater XYZ. Kasper heiße ich, aber danke. Schön, dass du das nicht in die Kommentare schreiben kannst, dass ich trotzdem darauf eingehe. Deswegen mache ich ja ein Video dazu. Irgendwie Banane. Okay. Und da hat er es jetzt wieder zugegeben. Ja, also um die Ecke rum. Er hat die Kommentare nicht deaktiviert, weil er, was hat er behauptet, so viel arbeitet und keine Zeit hat, die durchzulesen und weil es dir auf dem Vlog-Kanal nicht braucht, sondern einfach nur, weil er die negativen Kommentare mundtot machen will. So ein Ding ist das nämlich. Zensurlord ist wieder am Stissel. Ich hoffe, man hört die Musik im Hintergrund nicht. Ich habe die nur für mich ein bisschen laufen. Kommen wir heute ist die komplette Palette von nervigem Scheiß drin. Aber die komplette. Von Situation über Stöhnen, alles am Start. Das komplette Programm. Zum eigentlichen Thema. Die Sache mit dem Abnehmen ist natürlich alles schön und gut. Wenn man es dann macht. Aber mal abgesehen von den gesundheitlichen Gründen, hat es noch einen wichtigeren Aspekt. Der wongelt sich da gerade schon wieder in der Hosen umeinander. Das kannst du mir nicht verzeihen. Das kannst du mir nicht verzeihen. Der hat gerade, weil, also wenn die Beine ihm so wehtun, dass er sie einwickeln muss, dann wippt er nicht mit den Beinen. Der hat gerade die eine Hand, hat der hier am Fungus. 100%. Die Sache ist nämlich einer der vielen Gründe, das ist nur einer von vielen Gründen, aber einer von vielen Gründen, warum ich mich in der Öffentlichkeit schlecht anonym bewegen kann, ist mein Aussehen. Ich rede jetzt nicht davon mit meinem Iro, was auch schon wieder nachgeschnitten gehört, links und rechts. Nein, der gehört komplett runter. Du hast den Scheps geschnitten, wie so ein 3-Jähriger, der sich zum ersten Mal irgendwie mit der Bastelschere die Haare geschnitten hat. Das gehört runter.
oder von meiner Art von Kleidungsstil, sondern ich rede tatsächlich von meinem Gewicht und von meinem Aussehen, von meinem optischen Aussehen. Nee, du redest davon, dass du, wenn du 250 Kilo wiegst, einfach bei den Hatern nicht so gut weglaufen kannst. Denn erstens mal habe ich eine ziemlich starke Körperfülle. Ich habe in den letzten Jahren so viel zugenommen. Er hat eine ziemlich starke Körperfülle, das ist ein schöner Euphemismus für, ja, morbid adipös. Und ich war aber auch in den letzten Jahren nicht in der Lage, mich sportlich zu betätigen. Nee, Rainer. Nee, natürlich nicht. Du hast ja bloß ein Haus in der Grundstück gehabt. Du hättest am Tag 20 Mal ums Haus laufen können. Wäre das eine Idee? Nee. Ja, dein komisches Trimm-Dich-Rad. Du hast ein komplettes Haus gehabt. In irgendein Gebäude, in irgendeinen Raum in diesem Haus, das Ding da reinstellen. Und los geht's. So wie du es einmal geplant gehabt hast, weil du gesagt hast, ja, du nimmst jetzt ab. Im Übrigen, dass der tatsächlich abnimmt, wissen wir alle, dass das nicht passieren wird. Ja, also darüber brauchen wir nicht mehr reden. Und du hattest Möglichkeiten noch und noch. Du hättest auch zum Beispiel, warte mal, mit YouTube aufhören können. Weißt du, was richtig geile Idee gewesen wäre? Mit YouTube aufhören, warten, bis der Hate weniger wird, dann abnehmen, ne? Wirklich Sport machen, ne? Sich zusammenreißen, die Ernährung umstellen, das Ganze als Videotagebuch filmen und dann nach einem Jahr oder 2, je nachdem, wie schnell du abnimmst, die Scheiße auf YouTube hochladen. Sagen, hey Leute, ich habe festgestellt, alles, was ich davor gemacht habe, ist hageldummer Scheißdreck gewesen. Ich habe mich irgendwie auf dem Weg, mich in ein frühes Grab zu fressen, irgendwann eines Besseren besonnen. Ja, habe meine Internetpräsenz jetzt die letzten 1,5-2 Jahre eingestellt, habe währenddessen abgenommen. That's me now. Und hier seht ihr den Film, der beschreibt, wie ich das gemacht habe, was die letzten 2 Jahre so passiert ist bei mir. Mit Sport und mit Ernährungsumstellung und. Das wäre, ich wette, wenn, klar, das funktioniert nicht, weil in seinem Kopf was falsch verkabelt ist und der auf so einen Gedanken niemals kommen würde und auch der Charakter sich in die Hinsicht niemals ändern würde. Versteht's nicht falsch. Vollkommene Utopie. Aber so ein Sinneswandel wäre die einzige Möglichkeit gewesen, wie der aus dieser Hate-Spirale rauskommt und trotzdem noch mit YouTube Geld verdienen könnte. Und zwar verdienen. Und zwar mit gutem Content. Was natürlich dann darin gegipfelt hat, dass ich zu Hause gesessen war und viel vorm Rechner und nichts gemacht habe, aber das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Du sitzt halt jetzt nicht mehr zu Hause vorm Rechner und machst nichts, sondern du sitzt jetzt halt bei anderen Leuten vorm Rechner und machst nichts. Bis um spät in die Nacht und pimmelst deine Scheiße hier um 4 Uhr in der Früh raus. Und Rainer, du bist in einem Jahr noch genauso fett wie heute. Wahrscheinlich fetter. Mittlerweile kann ich wieder vor die Tür gehen, mittlerweile kann ich wieder etwas unternehmen. Mittlerweile kann ich auch Sport treiben und Wieso wohnst du jetzt auf dem Mond oder was? Das war doch nie möglich, weil in ganz Deutschland überall verfolgen dich die bösen Haters. Wenn du einen Schritt vor die Tür gehst, bumm, sind sie da. Laber doch nicht. Ich kann auch mittlerweile gesünder leben. Deswegen werde ich das. Warum machst du es denn nicht? Jetzt so machen, dass ich das jetzt mal in Angriff nehme. Das war sowieso von mir von vornherein geplant. Alter, das sind wieder diese Phrasen. Das nehme ich in Angriff, das war von vornherein geplant. Bullshit. Wenn ihr ihn in 2 Monaten, wenn er da sitzt und noch fetter ist wie heute, in 2 Monaten, wenn der da sitzt und noch fetter ist wie heute und irgend so ein Video rauspimmelt, wenn ihn dann oder einen Stream macht, wenn im Stream einer fragt, hey Rainer, wie läuft's mit dem Abnehmen? Über das rede ich nicht, das Privatsache, jetzt hat Labanhammer, bumm. Als ich irgendwann im Laufe dieses Jahres anfange, eigentlich wollte ich schon früher damit anfangen, habe auch zwischendurch schon ein bisschen aktiver versucht abzunehmen. Das hatte ich auch in meinen Laufvideos und Spaßvideos und unterwegs. Ja, wir haben es gesehen. Du bist 100 Meter gegangen, hast 20 Minuten Pause machen müssen, weil du komplett am Ende warst, Rainer. Komplett. Du bist in den Ranger reingewongelt und diese Kraftanstrengung hat dich schon komplett fertig gemacht. Da warst du schweißgebadet vom in Ranger einsteigen. Videos auch gesagt, dass ich anfange abzunehmen, dass ich ein bisschen darauf achte, was ich esse.
Das ging aber nicht so leicht, weil ich halt trotzdem, ich war dauernd auf Achse und so weiter, deswegen habe ich automatisch abgenommen, weil es einfach der Bewegungsmangel ist, der die letzten Jahre gefehlt hat, vor allem. Rainer, das ist gelogen. Du hast behauptet, du hättest abgenommen, du hast dich aber nie gewogen, weil du ja selber gesagt hast, ja, ich habe ja gar keine Waage hier unterwegs. Wohin wir ihn wiegen sollen. Das hast du halt eingebildet, Rainer. Aber eben nicht nur. Und deswegen ist es letzten Endes jetzt so, Letzten Endes! dass man, mich stört das gerade. Du störst mich auch gerade, Rainer. Jetzt bin ich ein bisschen zu groß, sorry, aber mich stört das gerade, dass ich da... Ja, okay, vergesst das. Mich stört, dass das Mikro hier so abgehackt ist und hier mitten im Bild so reinhängt. Ja, das ist schlecht, Rainer. Ich finde sowas immer schöner, wenn das ein bisschen geschickter gemacht. Rainer, das ist ein Drachenlord-Video. Schön ist da schon lange über die Planke gegangen. Ist. So finde ich mich im Moment so unschick. Okay, egal. Solche Sachen sind ja so Sachen, die mich ablenken, ne? Mit meinem ADS und so. Ja, ADS. Okay, zurück zum Thema. Wie gesagt, das Versucht er jetzt hier gerade dieses ADS-Märchen weiter zu spinnen. So, ich gebe mich jetzt mal super abgelenkt, damit die Leute das mit dem ADS glauben, damit sie mir dann das Märchen von meinem 85er IQ glauben. Hier ein freudscher Versprecher, der hat es rausgegeben. 58 wird er sein. Abnehmen muss man mal gucken. Also ich habe jetzt... Abnehmen muss man schauen, müssen wir gucken, wissen wir noch nicht. In der letzten Zeit schon ein bisschen drauf geachtet, was ich esse. Aber auch eben nicht so extrem. Ich habe auch schon wieder viel zu viel Süßcreme gegessen. Ich habe hier zum Beispiel auch eine Schachtel Pringles liegen, eine leere. Ja, schön. Leere Schachtel Pringles. Aber dafür geht man danach zum Subway, weil da ist ja Salat auf dem Sandwich, das ist ja gesund. Aber bitte extra hier von der Mayo drauf, bitte. Was natürlich wieder völlig Banane ist. Also das ist jetzt erstmal Schluss damit. Die Banane wäre so eine Sache, die du immer fressen könntest. Ist auch leer. Also von daher, es wird auch gar nichts nachgekauft jetzt erstmal. Im Übrigen, ihm, wenn du eine Banane in die Hand gibst und der die vor der Kamera frisst, das ist Beweisvideo, dass der Mensch vom Affen abstammt. Ich habe überlegt, dafür auf dem Hauptkanal. Das muss ich mal schauen, wie ich das organisatorisch technisch hinbekomme. Aber auf meinem Hauptkanal muss ich mal schauen, heißt, es wird nie passieren. Werde ich eine Abstimmung machen. Und danach das Ergebnis ignorieren. So wie bei jeder Abstimmung, die du jemals gemacht hast. Für Mitglieder, also nur für Leute, die den Mitgliederrang haben. Ich habe ja nur noch... Auch das sind alles Hater. Auch das sind alles Hater. Ganz ehrlich, du hast durch diese Mitgliederumstrukturierungsscheiße alle Abo-Leichen verloren, die das gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, dass da 5 Euro im Monat zum Drachenlord gehen. Und du hast, du hast alles verloren. Alles. Andere Leute, die sich dann denken, so, ah, scheiße, rentiert sich das. Kommt ja nicht genügend Exklusiv-Content. Und die einzigen Leute, das sind ein paar Hanseln, ich habe die Liste gesehen, zumindest von vor ein paar Tagen war die aktuell. Da konntest du ausrechnen, dass er ungefähr 220 Eier kriegt. Das sind die einzigen Leute, das sind Leute, die das nutzen, um's zu re-uppen. Oder um da Matt rauszuziehen. Und die Abstimmung, die wird genauso ablaufen wie jede andere Abstimmung, auch Mitglieder-only hin oder her. Du hast keine Fans, Rainer. Niemand auf der Welt ist so kernbehindert, obwohl, ja, vielleicht ein paar Leute sind so kernbehindert, ein bisschen Ausschuss ist immer. Niemand auf der Welt ist so kernbehindert, zu sagen, hey, was der da macht. Geiler Content. Die ersten 5 Minuten einfach nur das Mikro hinrichten, irgendeine dumme Scheiße labern, in der Gegend umeinander stöhnen, schweigend, wie der hinterletzte Dulli in die Kamera starren. Das ist geil. Da lasse ich Kohlen da dafür. Noch einen Rang mittlerweile auf meinem Hauptkanal. Also das nochmal soweit zum Ding. Da muss ich heute auch noch ein Video aufnehmen dazu. Ich habe auf meinem Hauptkanal nur noch einen Rang. Und zwar den 5-Euro-Rang. Und ja.
es gibt nur noch diesen einen Rang. Ich habe auch überlegt, ob ich wieder einen 100-Euro-Rang nochmal einführe zusätzlich. Also Ja, bitte, Rainer. Bitte, für nochmal einen 100-Euro-Rang. Wenn ihm dann YouTube nicht die Prügeln ausschmeißt, dann weiß ich nicht mehr. 5 Euro und 100 Euro. Der 100 Euro ist quasi ein bisschen für alle, die den Hatern ein wenig in den Arsch treten wollen. Ja, es den Hatern zeigen, genau. So ein Ding ist das. Weil er hat halt sonst keine Vorteile. Das hatten wir ja vorher schon. Aber Und das war vorher schon Betrug, Rainer. ich kann halt auch keinen Verpflichtungen soweit nachkommen. Nächste Woche wird es wieder gestreamt, ganz normal. Hoffe, das funktioniert auch alles, wie ich mir das vorstelle. Dem schwimmen die Kohlen weg. Merkt ihr das? Dem schwimmen die Kohlen weg. Der hat richtig Schiss jetzt, was die nächste Zahlung von YouTube angeht. Weil er ganz genau weiß, mit dieser Umstellung da geht richtig was zum Teufel. Aber darüber hinaus funktioniert das erstmal nicht. Schauen wir mal. Ja, reiß auf den Gulli, das wollen wir alle sehen. Entschuldigung. Hör auf, dich zu entschuldigen, wir wissen alle, dass du es nicht ernst meinst. Schauen wir mal, wie es läuft. In den nächsten Tagen werde ich dann auf jeden Fall schauen, dass ich da wieder regelmäßig streame. Ein Video werde ich heute auf jeden Fall auch noch auf dem Hauptkanal hochladen. Das wird nur ein kleines Infovideo zum Thema Mitgliedschaften sein. Und eine Abstimmung, wie gesagt. Ach ja, im Übrigen, er hat noch jetzt diese erste Gaming-Walkthrough-Scheiße hochgeladen. Wenn ihr das sehen wollt, es tut mir leid, dann müsst ihr es woanders anschauen. Beim Zocken schaue ich den nicht zu, weil ansonsten geben wir nimm mir einen Strick oder so. Es ist, kein Mensch kann sich das anschauen. Also, wenn es ein paar unter euch gibt, die da wirklich sagen, nee, ich will das unbedingt sehen, ich werde es nicht machen. Es tut mir leid, ist nicht mein Ding. Das muss man sagen, hört sich jetzt dumm an für jemanden, der diese Scheiße reactet, aber für den Dreck ist sogar mir meine Lebenszeit zu schade. Ich habe mir einmal gegeben, wie er zockt, nie wieder. Will ich machen. Also wer auf dem Hauptkanal Mitglied ist, kann oder Mitglied werden will, um mit abzustimmen. Es gibt auch andere Vorteile als nur das Abstimmen jetzt. Der kann gerne auch da mal reinschreiben. Und zwar soll die Abstimmung ums Thema Brot und Brötchen gehen. Oh ja, bitte mach nochmal Brot und Brötchen, Rainer. Rainer, das ist ja so ein großartiges Format gewesen. Mach das bitte. Darf ich einen Content-Vorschlag machen? Nutella-Semmel das nächste Mal. Mit oder ohne Butter. Da kriegst du eine Stunde Content damit voll. Halt dein Maul. Ob ihr das Thema Brot und Brötchen wieder haben möchtet. Ich weiß, viele wollen das wieder. Aber es sind auch einfach viele Hater dabei, die einfach so, verarsche. Wenn das, ich schreibe das auch noch in der Abstimmung mit dazu. Was? Ja, nein, hallo, ich bin der Hater und verarsche. Sind es dann die 3 Optionen, die man anklicken darf? Super, Rainer, ganz toll. Wenn das wieder gewünscht wird, dass ich das mache, dann muss ich erstmal schauen, ob... Was sonst? Ich mache dann die Abstimmung, ob das wieder kommen soll. Ihr dürft abstimmen. Und wenn ihr abgestimmt habt, dass ihr es wieder haben wollt, schauen wir mal vielleicht. Oh, das kannst du dir nicht aussingen, Rainer. Dann mach halt keine Abstimmungen. Du machst Abstimmungen entweder, wo du vorher dich schon entschieden hast, wie das machen willst, und es dann einfach gegen die Community trotzdem machst. Oder du machst Abstimmungen einfach nur um der Abstimmung willen, damit irgendwie der Algorithmus kickt. Und überlegst dir dann danach, wie du das machst. Eins von beiden. Die Abstimmung ist vollkommen irrelevant. Jedes Mal. Wie ich es umsetzen kann. Das heißt, ich muss mich dann erstmal selber ein bisschen damit, auseinandersetzen, wie ich das videotechnisch umsetze. Ich kann es erstmal nur mit der Kamera hier machen. Also sprich, ich kann es nur hier am Rechner machen.
weil es letzten Endes anders nicht möglich ist. Es ist letzten Endes. Rainer, die Kamera, also offensichtlich nimmst du gerade mit der Laptop-Kamera auf, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, weil du sagst ja, die Kamera ist dann am Rechner fest, ne? Rainer, die Kamera, die du davor gehabt hast, die war absolute Grütze. Das ist ein uraltes Drum Scheiße. Kauf halt eine neue Kamera. Du hast doch gesagt, es ist überhaupt gar kein, du hast so viel Geld momentan. Es wäre überhaupt gar kein Problem, dass du ein neues Auto kaufst. Wenn du ein neues Auto kaufen kannst, dann kannst du auch eine neue Kamera kaufen. Irgendwas halbwegs Anständiges. Und dann kannst du dir da so ein Stativ dafür kaufen. Und dann filmst du da auf den Tisch und zeigst denen, was du machst. Boom. So ist es passiert. Ganz zu schweigen davon, dass es keiner sehen will, die Scheiße. Aber es nicht möglich, in der Küche das aufzunehmen oder so, weil schlicht und ergreifend in der Küche ich momentan keine Kamera habe. Ich habe allerdings auch überlegt, ob ich mir einfach für ein paar tausend Euro, für ein paar hundert Euro für etwa 1000 da noch eine neue Kamera zulege. Nein, du kriegst eine echt gute Kamera für 400 Euro, 500 Euro sowas, kriegst du richtig gutes Ding. Ich hatte sowieso vor, mir eine neue Kamera zuzulegen. Das habe ich schon ewig vor, das wisst ihr ja, das habe ich auch immer wieder mal gesagt. Ja, dann hättest du es halt gemacht, aber du hast stattdessen deine Kohle für dummes Spielzeug rausgeschmissen. Eine VR-Brille, die du seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt hast, die hast du 5-mal benutzt und seitdem liegt sie in der Ecke. Weißt du, wie wir es vorausgesehen haben, Motion Sickness gekriegt hast? Einen Ranger, den du zu Klump gefahren hast. Glück gehabt, dass wieder Gebrauchtwagenmarkt an sich ist und trotzdem noch 13.000 Euro innerhalb von 4 Monaten in den Sand gesetzt hast. Für lauter so eine Scheiße war die Kohle da, aber für eine Kamera, anständige, als Profi-YouTuber, war kein Geld da. Wisst ihr Bescheid? Ich bin schon ewig vor, mir eine neue Kamera zuzulegen, aber im Moment habe ich eben keine. Und das ist halt auch so ein bisschen ein Problem. Hilft halt jetzt im Moment nichts. Das Problem ist, er will sich keine neue Kamera kaufen. Jetzt mal ganz zu schweigen, ob er wirklich so viel Geld hat, wie er verzählt, wissen wahrscheinlich nicht. Aber angenommen, ja, er sagt, er könnte sich ganz easy ein neues Auto kaufen, dann müsste eine neue Kamera auch ganz leicht drin sein. Der einzige Grund, warum der sich keine neue Kamera gekauft hat, auch die letzten Jahre nicht, auch nicht nachdem er die Schanze verkauft hat, ist die Qualität. Davon hat er ja nichts. In seinem Spatzenhirn. Denkt er sich, ey, da habe ich nichts davon. Ich schaue mir ja meine Videos nicht an. Das sind ja die Dullis, die mir die Barren hinten nachschmeißen. Die schauen sich ja meine Videos an. Also habe ja ich von diesem Spielzeug überhaupt nichts. Hier bei dem Mikro, da kann er wenigstens eine komische Stimmverzerrungsding reinmachen und sich dann fühlen wie Darth Vader oder was weiß ich. Aber die Kamera an sich wäre eine Anschaffung nur, um die Qualität für seine Zuschauer und seine Zahldullis zu erhöhen. Und das ist es ihm nicht wert. Das ist es ihm nicht wert, weil ihm die Kohle dann für unnötiges Spielzeug und Fressalien fehlt. Das ist der Punkt. Ansonsten gibt es zu dem Thema eigentlich auch nicht weiter was zu sagen. Also wir schauen jetzt erst einmal die Wahrscheinlichkeit, also erst einmal ist die Abstimmung entscheidend. Und wenn die Abstimmung positiv für das Video ausfällt, dann muss ich schauen, wie ich es umsetze. Also es ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass ich es mache. Das schreibe ich aber auch entsprechend in die Abstimmung mit rein. Rainer, wenn du nicht in der Lage bist, dieses Format zu machen, dann lass nicht drüber abstimmen, ob es gemacht werden soll. Punkt. Genau. Ansonsten auf dem Hauptkanal werden heute, denke ich, 2 Videos kommen. Einmal ein Infovideo, unter anderem auch zum Thema Abstimmung und zum Thema, wie es weitergeht. Und einmal ein Video speziell für die Mitglieder, die Mitgliedschaft erwerben wollen. Dann bin ich mit dem Vlog Das Mitgliederthema, das Fuchsten. Das Fuchsten, brutal. eigentlich auch soweit durch heute, denke ich. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, im nächsten Stream, im nächsten Vlog. Hoffentlich nicht. Hoffentlich wird dein Kanal jetzt endlich mal in den
virtuellen Äther geblasen, wo er hingehört. Der nächste Vlog wird morgen kommen, ganz normal. Ich hoffe, dass ich ihn nicht wieder so spät mache wie gestern. Gestern war ja echt zu spät. Ich habe ihn ja gestern um 3 Uhr nachts aufgenommen. Du hast auch diesen irgendwann mitten in der Nacht rausgepimmelt, Rainer. Nicht ganz so cool. Zumal ich auch versuchen möchte, möglichst leise zu sein, nachts und so weiter. Es soll möglichst keiner von den Nachbarn oder so mitbekommen, wo ich lebe. Ich weiß zwar nicht, ob hier Hater wohnen, aber man muss es ja nicht... Die Paranoia, alle Nachbarn sind potenzielle Hater. Ey, ist unfassbar. Und selbst wenn hier keine Hater wohnen, es kann immer mal einer am Fenster vorbeilaufen, es ist eine belebte Stadt. Damit habe ich vielleicht schon zu viel gesagt. Es ist auf jeden Fall viel los vor der Haustür, auch nachts, vor allem am Wochenende. Und gestern war ja Freitag. Da laufen alle paar Minuten Leute vor der Haustür vorbei. Ah, das triggert natürlich die Paranoia. Das ist schwierig, Rainer. Das ist schwierig. Welche Stadt glaubt er, dass er ist? Glaubt er, ich glaube, das ist eine belebte Stadt, hat er tatsächlich versehentlich gedroppt. Ich glaube nicht, dass das Absicht war. Und wenn das so ist, dann ist er in Nürnberg. Ja, ist auch egal. Jedenfalls ist es wirklich schwierig, das alles auf die Kette zu kriegen. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel gesagt und bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Tschüss. Ja, tschüss, am Arsch. So, dieses war der erste Streich. Und der zweite folgt so gleich. Wir nehmen die Scheiße hintereinander auf. Weil ich mache jetzt da ein Video draus. Ich mache da, die Klicks gehen mir geschmeidig am Arsch vorbei. Ich hau jetzt ins nächste Ding gleich direkt im Anschluss raus. Ich mache nur kurz Pause, damit ich an den Anfang spulen kann, für den Fall, dass der Spiegel dort wieder bannwürdige Intros rausgepimmelt hat. So, dann da sind wir wieder mit dem nächsten Ding. Logo hat er keins eingeblendet. Den Döller-Dulli-Kopf lasse ich euch trotzdem da drin. Ich habe rausgelesen aus den Kommentaren, viele Leute erheitert der kann so als Kanallogo da oben irgendwie bleiben. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, ich sag's jetzt nicht nochmal, ich hab's heute schon mal gesagt. Heute mit einem kurzen Infovideo und nachher nochmal... Also die Qualität ist auch mal wieder richtig Rotze. Ist ja richtig Rotze. Achso, ja, im Übrigen, das heißt, so geht es weiter. Ich habe keine Ahnung, auf welchem Kanal er das hochgepimmelt hat. Ist ja vollkommen irrelevant. Einem kurzen, ja, eigentlich auch mit dem Infovideo, aber speziell zum Thema Mitgliedschaften. Da haben wir ja ein paar Sachen geändert in der letzten Zeit. Deswegen wollte ich das mal ein bisschen verdeutlichen. Ich habe jetzt geschaut, dass ich die nebenher die Lautstärke wieder anpasse. Ich hoffe, jetzt hört man ihn besser. So, fangen wir vorne an. Was ist auf dem Hauptkanal jetzt eigentlich los? Das ist ein Strike, der ist weggemettelt worden. Kein Mensch checkt, warum oder wie. Ja, und das ist es. Mittlerweile wieder ein Vlog-Kanal. Ich habe auch wieder einen Gaming-Kanal. Link in der Videobeschreibung. Gaming-Kanal muss ich noch schauen. Das wird weniger ein Gaming-Kanal für Let's Plays, sondern eher ein Gaming-Kanal für Aufnahmen von Spielen, beziehungsweise Walkthroughs heißen die Dinger, Rainer. Walkthroughs. Für ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Also auf jeden Fall sollen Tutorials auf dem Kanal kommen und Informationsvideos zu dem Thema Videospiele. Aber nicht nur. Es sollen auch Informationen und Videos kommen für andere Sachen. Ich schwanke momentan bei den weil du nicht mehr gehen kannst. Wongeln heißt es, Rainer. Gedanken, ob ich wieder den Dragon Monday zurückhole. Ja, bitte, Rainer, bitte bring den Dragon Monday zurück. Live wahrscheinlich nicht, ist mir zu gefährlich, aber als Video. Das muss ich aber noch genauer schauen, wie ich das umsetze. Dragon Monday, jeder, der mich kennt und jeder, der meine Videos und Streams verfolgt, weiß, dass der Dragon Monday für mich immer so eine Sache ist. Ich versuche den möglichst professionell zu machen.
jeder, der schon mal einen Dragon Monday von dir gesehen hat, weiß, dass du immer kläglich gescheitert bist, was das angeht. Ohne halt irgendwie den eigentlichen Stil davon kaputt zu machen und trotzdem ein bisschen meinen eigenen Flair damit reinzubringen. Es ist Oder Stil und Flair. Ja. nicht so einfach. Das ist eine Aufgabe, die ein bisschen schwieriger ist. Zumal ich ein ziemlicher Noob, was das angeht, bin. Ja, Rainer, 10 Jahre Profi-YouTuber. Aber ich versuch's auf jeden Fall. Ich weiß nicht, der Link in die Beschreibung dazu wird wahrscheinlich nicht nötig sein. Wenn ich dran denke, mache ich ihn trotzdem mit rein. Dann findet ihr entweder auf meinem Kanal, da habt ihr ja Kanal, da habt ihr Übersicht und so weiter und dann kommt auch Community irgendwann, also Übersicht, Videos, Playlisten und ich glaube, dann kommt sogar schon Community. Und unter Community wird es einen Post geben für alle, die den... Er hätte jetzt auch einfach sagen können, ich poste euch das in meinen Community-Tab. So wie jeder andere auch. Mitgliederrang Drachi haben. Es gibt ja nur den einen Rang. Wird es eine Abstimmung geben zum Thema Brot und Brötchen. Ob ich Thema Brot und Brötchen Videos... Digga, das hast du gerade in dem anderen Scheißding schon palabert. Ist es jetzt wirklich so, dass er die Videos, die er macht, die Vlogs, nicht mehr auf beiden Kanälen hochlädt, sondern dass er ein extriges Video macht, wo er dieselbe dumme Scheiße verzapft? Ist das jetzt das Ding, was er macht? Das wieder machen soll. Ich muss hier deutlich dazu sagen, bevor ihr euch jetzt zu früh freut. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Abstimmung auf Ja beruhen wird. Ne? Also viele von euch werden wahrscheinlich sagen, ja, macht es wieder auf jeden Fall, das wird super. Aber ich garantiere euch, dass ich jetzt schon sagen kann, ich weiß es noch nicht, ob ich es umsetzen kann. Ich garantiere euch, dass ich es nicht garantieren kann. Ich merke, das sieht irgendwie ganz geil aus, wenn das hier so aus dem... Nein, Rainer, das sieht überhaupt nicht geil aus. Von oben so das Licht reinscheint. Ja, ihr seht immer, ne? Ich versuche immer irgendwie was zu verbessern. Rainer, ganz ehrlich, vorher hat es fast so ausgesehen, als wäre es geplant gewesen, weil das oben an der Kante von diesem Torbogen aufgeschlagen ist. Dann hat es ausgesehen, wie wenn das ein Vordach wäre und das Licht, was da oben reinfällt, ja, durch dieses Loch in der Decke, das zu dem Bild gehört, da praktische Reflexion wirft. Jetzt ist... Oh, der schaut euch die Fresse an. Im Übrigen hier der Bugs Bunny Staffelzahn. Lange hat er nicht mehr. Aber ich sehe auch, sogar bei dieser grindigen Qualität, der Karies, der annektiert auch schon den mittleren Zahn daneben. Also wenn wir eine Bugs Bunny Staffel kriegen, dann wahrscheinlich bloß eine sehr kurze und danach haben wir die Zahnloser Pete Staffel, wo er bloß noch eine hat, wie es aussieht, diesen Hillbilly aus so einem alten amerikanischen Zeichentrickfilm, der sich dann mit dem einen Zahn so die Bierdose aufmacht. Okay, ja, kommen wir mal, wie gesagt, zum eigentlichen Punkt ist, ich merke, dass das Greenscreen total scheiße ausgekiet ist hier an der Seite. Vor allem mit der Hand. Rainer, dein Greenscreen war schon immer scheiße ausgekiet. Geht's, ne? Aber wenn die Hand wegnimmt, das kriselt so komisch. Gestöhnt. Ja. Ja, ich und Qualität halt, ne? Alter, was ist jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Egal. Also, zum eigentlichen Thema. Ich persönlich möchte das Ganze... Hat er jetzt gerade festgestellt, dass er die ganze Zeit mit der Laptop-Kamera aufgenommen, mit dem Laptop-Mikrofon aufgenommen hat und hat es jetzt erst auf sein Dulli-Phone da rübergepackt? Alter. Wirklich so machen, dass wir da die Abstimmung machen, aber die Abstimmung nicht hundertprozentig heißt, dass es auch wieder kommen wird. Dann schenk sie dir, Rainer. Das Problem daran ist, ich muss ein bisschen schauen. Erst einmal muss ich schauen, dass ich mir eine neue Kamera zulege. Da meine Kamera derzeit ja die Polizei hat. Alter, ich lass die Scheiße jetzt einfach durchlaufen. Ich kommentiere dann erst wieder, wenn er irgendwas Neues sagt. Ganz ehrlich, das ist halt lächerlich. Und selbst wenn sie es nicht hätte, ich müsste sowieso schauen, dass ich meine neue Kamera mir zulege, weil die alte Kamera einfach zu alt ist. Ich benutze, seit ich YouTube mache, benutze ich diese Kamera seit über 10, fast 11 Jahre. Oder es werden jetzt sogar schon bald 11 Jahre, dass ich die Kamera benutze im November. Ich habe mir die Ende November,
Mitte, Ende November 2011 gekauft. Und seitdem benutze ich nur diese Kamera eigentlich. Außer mal für Handys oder sowas. Merkst du was, Rainer? Für Handyaufnahmen. Zum Thema Handy, ich habe übrigens ein neues Handy. Das interessiert keinen Menschen. Genau. Volles Monster. Alter. Volles Monster, Alter. Voll der Backstein. Ist noch größer als mein Oukitel. Und wir wissen, größer ist immer besser. Ist aber auch ein Oukitel. Rainer, wenn Krebs kriegt. Ja. Und jemand anders sagt, ja, ich habe auch Krebs. Sagt aber, meiner ist größer, meiner ist besser. Das ist BB19. Ja. Auf dem Vlog-Kanal kommen übrigens auch regelmäßig wieder Videos. Also auf dem Vlog-Kanal kommen jeden Tag Vlogs. Die sind nicht jeden Tag interessant, aber es kommt auf jeden Fall jeden Tag was. Ist geil. Ey, die sind halt bocklangweilig und hageldumm, aber das seid ihr ja von mir gewöhnt. Klickt da bitte trotzdem drauf, ich brauche die Barne. Und auf dem Gaming-Kanal, ich habe wieder einen Gaming-Kanal, habe ich ja glaube ich auch gerade schon gesagt, in der Videobeschreibung der Link. Da kommen hoffentlich bald auch regelmäßig wieder Videos. Vielleicht nicht jeden Tag, aber so alle paar Tage. Ja, ich fasse es hier schon mal kurz zusammen. Ich werde aber nochmal ein extra Video dazu machen, auch weil ich das dann mit verlinken werde für die Mitgliedschaften. Es gibt in Zukunft nur noch eine Mitgliedschaft, wobei ich am Überlegen war und bin, ob ich nicht eine Ob du den 100 € nicht noch einfügen willst, 100 € Mitgliedschaft nochmal mache, einfach damit man den Hatern besonders stark in den Arsch treten kann, wenn man das selber möchte. Aber auf der anderen Seite finde ich das halt auch irgendwie dämlich. Wenn Schön, dass du es selber merkst, Rainer. eine 100 € Mitgliedschaft kommen würde, das könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schreiben, muss ja niemand holen. Ich könnte euch keine Vorteile dafür bieten, aber ich würde es so machen, dass man halt das auch dann entsprechend lesen kann. Ansonsten halt die 5 € Mitgliedschaft. Dass man was lesen kann? Ich kriege keine Vorteile, aber das kann man dann lesen, dass ihr den 100 € Rang habt oder was? Ihr kriegt da praktisch das Vollidioten-Badge. Also ich bin der dümmste Vollidiot im Internet, weil ich schmeiß dem 100 € ins Gesicht. Jeden Monat. Die reicht vollkommen, damit habt ihr alle Vorteile, die ihr so auch mit den anderen Mitgliedschaften habt oder hattet. Einfach weil ich habe einfach keine Möglichkeit, euch irgendwelche Vorteile zu bieten, was an höheren oder niedrigeren Rang, also niedrigeren Rang würde natürlich immer gehen, weil es finanziell technisch anders wäre, aber es würde halt einfach keinen anderen Rang rechtfertigen. Und dementsprechend würde ich es halt das so machen, dass man es halt einfach dabei belässt und einfach mal einen Rang macht. Ich habe eigentlich von Anfang an gedacht, dass ein Rang reichen würde, maximal 2 Ränge, weil ein Rang wäre halt eigentlich wie bei Twitch, oder früher bei Twitch, ich weiß nicht, heute gibt es da glaube ich auch verschiedene Möglichkeiten, aber früher war es so bei Twitch, dass wenn man an 5 € Rang, wenn man eine Mitgliedschaft gekauft hat, hat etwa 5 € gekostet. Das gleiche war auf YouNow. Und ich finde 5 € ist vollkommen in Ordnung für eine Mitgliedschaft. Und trotzdem willst du einen 100 € Rang einführen, Rainer. Trotzdem willst du einen 100 € Rang einführen. Weil du dir natürlich denkst, ja, hey, wenn einer so dumm ist, hier 100 € dazulassen, dann ist es ja wie, wenn 20 Leute so dumm wären, 5 € dazulassen. Das ist ja viel besser. Das kann man machen. Ich habe auch mehrere Mitgliedschaften auf Twitch. Ich habe ein paar Lieblingsstreamer, die ich verfolge, und da habe ich auch 5 € Mitgliedschaften und auch nicht mehr. Und das reicht vollkommen, finde ich. Wenn er das bezahlt, reicht das vollkommen. Für ihn muss dann schon der 100 €, um es den Hatern zu zeigen. Gut, so viel zu dem Thema. Wie gesagt, dazu wird noch ein eigenes Video kommen. Dann würde ich sagen, das war es eigentlich zu dem Thema auch. Und er deutet Ende des Videos wieder 5 Minuten vor Ende des Videos an. Kennen wir auch gut von ihm. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr meinen Gaming-Kanal. Da ist aktuell aber nur ein Video drauf. Also da kommen erst die Tage noch was. Ich muss jetzt kommende Woche mal in Angriff nehmen. Ab kommender Woche wird es übrigens wieder die Streams geben. Ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht zu viel. Montag, Dienstag, Mittwoch. Montag, Mittwoch, Freitag. Der Grund, warum ich euch das immer verspreche, aber leider nicht einhalten kann, sind Hater. Nein, Rainer. Nein. Der Grund ist, dass du faul bist. Der Grund ist, dass du
bis um 8 Uhr in der Früh am Daddeln bist und dann den ganzen Tag pennst. Und dann wachst du auf, dann fängst du wieder zum Daddeln an, dann fällt dir irgendwann um 3 Uhr in der Früh ein, ach scheiße, ich habe heute gar keinen Vlog gemacht. Dann nimmst du die Scheiße schnell auf, laberst irgendeinen Müll, pimmelst es raus ins Internet, Minimal-Prinzip, damit du wieder weiter daddeln kannst, bis um 8 Uhr in der Früh. Das ist der Grund. Nichts anderes. Das heißt jetzt wieder, ich schiebe alles auf die Hater, aber es ist eine Tatsache, dass Nein, ist es nicht. Du schiebst alles auf die Hater. ich aufgrund von Hater-Aktivitäten nicht immer streamen kann. Das ist ja nichts Neues, das war ja auch früher schon der Fall. Ist im Moment natürlich noch gefährlicher, weil natürlich niemand rausfinden soll, wo ich wohne. Alter, wie er immer wieder so, wie so ein Schachtelteufel die Hater rausholt. Warum ist das denn das? Die Hater, warum hier und da? Die Hater, warum bla bla bla? Die Hater, warum bist du so fett? Die Hater, warum kannst du nicht mehr? Die Hater. Oder besser gesagt, wo ich bin. Und dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream, im nächsten Video wieder mit dabei. Und wie gesagt, schaut auch vielleicht nochmal ins Mitgliedervideo rein, beziehungsweise wenn ihr mit... Ja, wieder, er hat sich jetzt schon zweimal eine Verabschiedung angefangen und labert trotzdem jetzt noch 4 Minuten weiter. Mitglied werdet, wird es ab dem Zeitpunkt, wo es dann veröffentlicht ist, auch mit drinnen stehen. Dann danke ich euch, haut rein, euer Drache und tschüss. Keine Ahnung, hier wird's dunkel. Ich mach mal Pause. Nicht, dass jetzt hier irgendwas kommt, was. Ich möchte mal auf Nummer sicher gehen. Ich merke mal die Zeit, wo ich war und schade. Und da sind wir wieder. Ne, keine Ahnung, was da passiert ist. Das restliche Video war einfach schwarz. Ist schön, spare ich mir ein wenig Zeit. Jetzt haben wir hier noch so ein 5 Minuten Gepimmle. Wie gesagt, alles beim Spiegellord. Ich verlinke euch den Schmutz. Gut. Let's go. Metal, Leute, servus. Im Übrigen, es ist hier jetzt genauso, wie er es vorhin eingestellt hat. Er hat das halt direkt hintereinander aufgenommen. Das, was wir gerade hatten, und das Ding direkt hintereinander aufgenommen. Hätte auch ein Video draus machen können. Nee, 2 Videos müssen es sein, wegen der Klicks, wegen die Kohlen, wegen dem Algorithmus. Und ein herzliches Willkommen bei der Mitgliedschaft vom Drachen. Ich danke euch, dass ihr euch dafür interessiert. Und falls ihr es euch holen wollt und auch wirklich holt, danke ich euch auch dafür. Ich danke euch, dass ihr Hater seid, die die Scheiße re-uppen wollt. Das ist akkurat, weil realistisch. Ich bin nicht immer in der Lage, jedem einzeln zu danken, weil es leider immer nicht so einfach ist, wenn... Und weil es hier scheißegal ist, Rainer, solange die Kohlen reinkommen, ist dir das vollkommen wurscht. Da können die sonst was machen. Wenn jemand jetzt zum Beispiel Mitglied wird, der nicht im Stream Mitglied wird, dann sehe ich das auch teilweise gar nicht. Ich kriege das erst mit, wenn ich sehe, oh, ich habe da mehr Leute. Es gibt dann andere Content Creator, die sich das dann rausschreiben oder rauskopieren, wenn es zu viele werden. Also kleinere Content Creator notieren sich das raus und sagen dann im nächsten Stream, ja, im Übrigen, seit dem letzten Mal sind dazugekommen so und so, so und so, so und so, so und so, so und so. Herzlich willkommen, vielen Dank für eure Mitgliedschaft und so und viel Spaß. Ja? Und größere Creator machen das so, dass sie das rauskopieren und das dann am Schluss so einblenden, ja, von so einem Video, wie so Credits, ja, was so durchläuft. Nee, ist jetzt zu viel Aufwand. Ja, solange die Barne kommen, kommen die Barne. Ja, Rainer hat seinen Job gemacht und ich würde gerne wie andere YouTuber und andere Streamer Videos machen, wo ich dann jedem Einzelnen mal danke, wo ich dann quasi die Liste durchgehe und von oben nach unten die Liste ablese. Das würde ich sehr gerne machen, aber das funktioniert bei mir nicht, weil wenn ich das mache, dann gehen die Leute, die Haters, sofort auf euch los. ja, genau. Weil wir hier nicht sehen können, wer da Mitglied ist, oder? Das ist so eine saudumme Ausrede. Das ist so eine saudumme Ausrede. Du hast keinen Bock, sag's halt wenigstens. Sei doch wenigstens einmal ehrlich. Stell dir dahin und sag, ja, ich könnte das da machen, aber ich habe da keinen Bock dazu. Für mich ist diese eine Stunde mich da vor die Kamera setzen und Dulli Dünnsches labern im Stream ist für mich schon so eine Zumutung und das ist schon so eine Anstrengung und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf euch.
Ich verabscheue euch. Für mich seid ihr nur Ameisen, die mir die Kohlen ins Haus tragen. Und auch nur einen Rattenschiss mehr Arbeit zu geben, ist mir vollkommen zuwider für euch. Und jetzt bitte bezahlt mich. Sagt doch das. Das wäre ehrlich. Und das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte das euch nicht antun, dass die Hater anfangen, auf euch loszugehen und vielleicht dann sogar dadurch dafür sorgen, dass ihr die Mitgliedschaft beenden müsst, weil die sonst bei euch zu Hause Terror machen. Denn diese Leute sind wirklich geistig ziemlich krank. Ach komm. Gut, genug über die Hater gelästert. Zurück. Nee, offensichtlich nicht, Rainer. Du fängst jedes Mal wieder damit an. Du hast gestern ein Video rausgepimmelt, oder was vorgestern? Nee. Gestern war das kurze, nichtssagende Video. Vorgestern hast du ein Video rausgepimmelt. Ja, nee, ab morgen reiß ich mich wieder zusammen. Dann rede ich nicht mehr über die Hater. Boom. Hier sind sie wieder. Zum Thema. Es gibt aktuell nur eine Mitgliedschaft, wie ihr seht. Es gibt nur die Drachi-Rang-Mitgliedschaft. Die ist für 5 Euro. Ich bin am Überlegen, ob ich noch einen 100... Alter, der pimmelt 3 Videos innerhalb, also praktisch gleichzeitig raus. Und er labert in jedem Scheiß-Video denselben Bullshit. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. 100 Euro Rang einführen soll. Dieser Rang hätte aber dann keine besonderen Vorteile, außer vielleicht, dass ihr selbst damit angeben könnt, dass ihr mich halt stark unterstützt. Hier ist natürlich wieder das gleiche Problem wie mit der Namensnennung. Wenn ihr sowas natürlich macht, geht es schnell nach hinten los und die Leute haben euch dann schnell auf dem Kieker. Für die Leute, die in der Mitgliedschaft einen höheren oder niedrigeren Rang hatten, den es jetzt aber nicht mehr gibt, ich wollte euch noch kurz dafür Bescheid sagen. Macht euch keine Sorgen, ihr solltet eigentlich dafür entschädigt worden sein, wenn ihr schon bezahlt habt für den jetzigen Monat. Weil für den letzten Monat, weil ich habe euch nämlich dann das Geld... Nee, für den jetzigen Monat. Das ist der Punkt. Deswegen hast du das am 1. August gemacht. Deswegen hast du das am 1. August gemacht. Damit sich da niemand beschweren kann und die Umstellung erst damit du die Juli-Kohlen noch mitnehmen konntest. Deswegen hast du das am 1. August gemacht. Zurücküberweisen lassen. Das heißt, jeder, der eine Mitgliedschaft gezahlt hat und den Rang hatte, hat jetzt aber sein Geld für die Mitgliedschaft zurückbekommen. Einfach deswegen, weil ich das ungerecht fand. Nein, Rainer. Nein. Und da ist hier der winklerische Lügenblick mit dem zusammengepressten Mund. Ich fand das eigentlich gar nicht ungerecht. Ich hätte eigentlich gerne so laufen lassen wie vorher. Jetzt kriege ich weniger Kohlen. Alles Hater. Die Mitgliedschaften zu löschen oder umzuändern und dann hinterher den Leuten das Geld trotzdem aus der Tasche gezogen zu haben. Sowas ist nicht mein Stil. Auch wenn die... Doch, Rainer, genau, das ist dein Stil. Das ist dein komplettes Konzept. Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Hate provozieren. Und dann diesen irgendwelchen ahnungslosen Vollidioten vorspielen, dass du das arme Mobbing-Opfer wärst. Du provozierst den Hate, dann kommt der Hate, und dann gehst du hin zu irgendwelchen Leuten, schaut mal an, wie schlecht es mir geht. Alle hassen mich ohne Grund gehen die einfach nur auf mich los. Bitte hier, schmeiß mir Barren ins Gesicht und unterstützt mich im Kampf gegen Mobbing etc. Das ist dein komplettes Konzept. Was anderes gibt's nicht. Ich hätte was anderes über mich behaupten. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das so und dann bekommt ihr euer Geld zurück, dann könnt ihr euch nicht beschweren. Und genau das ist der Punkt. Jetzt ist es ihm rausgerutscht. Nicht, weil er es unfair findet, hat er das gemacht, sondern damit sich keiner beschweren kann. Schön, wie im Redefluss dann auch irgendwie mit seiner verbalen Diarrhoe, das einfach jedes Mal wieder rausrutscht. Was tatsächlich der Vater des Gedanken war. Wir sollten alle was davon haben. Für die, die einen höheren Rang haben, ihr könnt euch natürlich jederzeit auch den 5-Euro-Rang holen. Für die, die einen niedrigeren Rang hatten, ihr müsst euch dann, wenn ihr weiterhin dabei sein wollt, leider auch diesen Rang holen. Aber ich finde, 5 Euro ist für eine Mitgliedschaft für einen Monat vollkommen in Ordnung. Nee, also bei anderen Leuten ja, bei dir, nee. Ich selbst habe auch mehrere Mitgliedschaften bei mehreren... Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken.
er hat halt tatsächlich in seinem bodenlosen Narzissmus hat er sich gedacht, ich stelle das jetzt da um. Und die Leute, die vorher einen höheren Rang hatten, werden sich denken, boah, krass, da sparen wir richtig Kohle, kriegt dieselben Ding, da nehme ich sofort wieder einen neuen Mitgliederrang. Und die in einem niedrigeren Rang werden sich gedacht haben, so, ja, so viel sind jetzt 2 Euro mehr oder so. Das machen wir mal, um ihn zu unterstützen. Beides ist halt nicht passiert, deswegen setzt er sich jetzt hier wieder hin und labert irgendeinen Schmarrn. Und versucht die Leute zum Abonnieren zu motivieren. Streamern auf Twitch oder auch auf YouTube, die ich einfach unterstützen möchte, weil ich die einfach feiere oder weil ich sie gut finde. Und für mehr als 5 Euro gebe ich aber auch für Mitgliedschaften normalerweise nicht aus. Ich finde, 5 Euro sind vertretbar. 5 Euro hat jeder mal. In meiner Schulzeit hatte ich ein Taschengeld von monatlich 50 Euro. Also habe ich auch 5 Euro im Monat auch mal gehabt für sowas. Wobei es zu meiner Zeit natürlich sowas nicht gegeben hat. Als ich noch Taschengeld gekriegt habe. Aber als ich dann älter wurde, ja, also 5 Euro finde ich hat jeder. Ne? Alter, 5 Euro hat jeder. Um es dir in den Rachen zu werfen? Nee. Nee. Rainer, wenn ich jetzt 5 Euro in der Hand hätte, von denen ich nicht wüsste, was ich da machen soll. Ich bin super reich. Ich kann mir alles leisten. Mein Konto ist randvoll mit Millionen. Und ich hätte jetzt hier 5 Euro in der Hand. Ich hätte die Wahl, ob ich es dir gebe oder im Klo runterspüle. Würde ich Zweiteres tun. Weil, wenn ich es im Klo runterspüle, würde wenigstens noch die ganz geringe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass irgendwo ein Nutzen davon erbracht wird. Wenn ich es dir gebe, weiß ich, dass es für immer verloren ist. Und ich möchte natürlich jetzt auch den Kindern nicht das Taschengeld aus der Tasche ziehen, deswegen auch nur noch die 5 Euro Mitgliedschaft, weil ich denke, 50 Euro im Monat kriegt so ziemlich jeder als Taschengeld. Alter, willst du mich komplett verarschen? Jetzt laberst du Kinder an, damit sie von ihrem Taschengeld dir noch 5 Euro in den Rachen schmeißen. Rainer, du bist ein 33-jähriger Mann und nur weil du zu faul bist zum Arbeiten, sollen dir jetzt Kinder ihr Taschengeld geben? Hörst du dir eigentlich zu, wenn du redest? Alter. Also man kriegt auf jeden Fall mehr als Hör auf dich um Kopf und Kragen um Kopf und Kinn zu reden. man kriegt auf jeden Fall mehr als 5 Euro im Monat, denke ich. Und wenn man das dann möchte. Ansonsten möchte ich mich halt dafür bedanken, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Ja. Und ich hoffe, ihr seid in den nächsten Videos und Streams wieder mit dabei. Ihr habt übrigens auch den Vorteil, bei Abstimmungen mitzumachen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das gerade... Die ignoriert werden. Alter, es ist die kompletten Videos eine reine Battle-Veranstaltung. Es ist ein reines Gebettel. Alles, was er rausgepimmelt hat, da ist alles ein einziges großes, bitte, bitte gebt mir Geld. gerade schon erwähnt habe. Abstimmungen möchte ich in Zukunft auch regelmäßig machen. Jetzt aktuell läuft eine Abstimmung oder lief eine Abstimmung, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Es ist jetzt gerade der 6.8., also wird die Abstimmung wahrscheinlich bei vielen schon weg sein. Da geht es um zukünftige Videos für den Hauptkanal wieder. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich Montag, Mittwoch und Freitag. Und bitte, egal wer ihr seid, macht bei seinen Abstimmungen nicht mit. Das gibt Kicks für den Algorithmus. Macht das nicht. Ignoriert so eine Scheiße einfach. Und wenn ihr noch so sehr ihn triggern wollt, mit dass schon wieder eine Abstimmung negativ ausgefallen ist, macht es bitte einfach nicht. Klickt nicht beim Oger. Im Livestream. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschö. PS, Livestreams müssen nicht immer Montag, Freitag oder Montag, Mittwoch oder Freitag sein. Einfach nur deswegen, weil es auch mal zwischendurch einen Stream geben kann. Aber das kann ich euch nie versprechen. Tschö. Tschö. 5-mal verabschieden. Die müssen nicht immer montags, mittwochs oder freitags sein. Manchmal sind die gar nicht. Und wenn er die Kohlen wieder braucht, dann sind sie mal wieder an anderen Tagen. Alter. Gut. Ich hoffe, ihr habt das nicht
beim Rainer gesehen. Leute, man merkt, die Kohlen werden knapp. Er bettelt und bettelt und bettelt und bettelt um neue Mitglieder. Ich hoffe wirklich, dass es keine neuen gibt. Wenn ihr das jetzt hier seht und ihr seid jemand oder ihr kennt jemanden, der auch nur überlegt, dem irgendwie Kohlen für eine Mitgliedschaft rauszuschmeißen, dann watscht's euch ein bisschen an Verstand ins Gesicht, bitte. Gegenseitig. Und ansonsten, da ich sagen, tut nicht, was Rainer tut. Und Medal off.